Herzlich willkommen zurück hier bei Ultimate Gohan, bei Dragon Ball Z Boost Fury mit dem voraussichtlich letzten Part. Ja, Gohan wohl Ultimate eben noch am Lesen. Mit der Optik am Lesen, also weiß ich nicht, Gohan. Irgendwie so ein bisschen lame war. Egal. Wir haben noch was zu tun, Leute, und zwar will ich euch die Fusion präsentieren, da wir jetzt alle Hercule und Z-Fighter Dingsbumse haben. Soll uns in der Lage sein... Ich habe gerade, ob das als dreifach auch geht. Super Saiyan sicher, wa? Ne, Moment, ich mach's anders. Erstmal normal, wa? Vegeta, komm her! Ich bin schon da, gerade. Oh, verdammt. Das wird gerade falsch gemacht, wa? Not. Willst du verarschen? Ich kann doch so nicht fighten. Entschuldigung. Ah, du bist ein Arsch. Ja, danke schön, du auch. Komm her, Mann. Der falsche Reihenfolge, war? Nö. Yeah, Mann. Direkt als Super Gogeta. Yeah, Mann. Skills. Energy Blast, Big Bang, Kamehameha, Dragon Fist Explosion. Yeah! Yeah! Oh. Das war zu viel des Guten. Ich hab nichts mehr zum Einsetzen, So. Alter! Das für eine krasse Technik. Mal ganz kurz, muss nochmal irgendwie gucken. Ich muss gucken. Ja, das ist noch zu wenig, hey. Was? Moment mal. Das war Fail. Schon besser. Ryuken! Krass, wa? So, löse wieder auf. Gar nicht. Ne, vielleicht switchen. Okay. Wisst ihr was? Eine ganz krasse Idee. Wobei krass, also, nee. Eine coole Idee, aber machen wir so. Was? Geht ein bisschen sehr schnell. Yeah, you do. Oh, yeah, Mann, ich bin krass. Damit haben wir die 3 stärksten Charaktere hier bei Dragon Ball Z Boost Fury. Ultimate Gohan, der stärkste nicht fusionierte Charakter, also in diesem Sinne halt der stärkste Einzelcharakter war. Gotenks, das stärkste Kind, kann man ruhig so sagen, haben es einfach Super Saiyajin. Und Gogeta mit irgendwie goldgrünen Haaren so ganz leicht. Ja, ich weiß, Vegeta fehlt noch, den kann man halt leider nicht mehr zocken, von dem her. Passt sie so auch, wa? Ich kann so echte Fusion irgendwie temporär gleichsetzen. So. Mal ganz kurz gucken. Ist echt gespeichert. Da haben wir 3 Fusionscharaktere, also die 3 stärksten in diesem Sinne. So. Genug gespielt, Freunde, es wird Zeit, das Spiel abzuschließen. Wie gesagt, was jetzt noch fehlt, wäre halt alle Charaktere Level 200 plus auch noch alle Charaktere gescannt und so weiter. Aber da habe ich echt keinen Bock drauf. Das Training, eventuell könnte das noch nachsetzen, weil es irgendein anderes Ending und so etwas gäbe und ich noch einen guten Trainingsspot finde. Das wäre eine Variante, dass ich das noch alles mache. Hatte ich ja bei Dingsbums ja auch gemacht, beim zweiten Teil. Sprich Legacy of Goku Teil 2, aber alles scannen, nee, garantiert nicht mehr. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir jetzt soweit alle? Also, sicher nicht alle, unmöglich, aber wie viele würden noch fehlen, oder sehe ich das gar nicht? Mini Janemba. Janemba! Wahrscheinlich Super Janemba, da kommt er erst auch, wegen Essen und so. Margin Vegeta! Da wir haben viel gescannt. Das trotz allem. Was? Nosferatu? Nosferatu! Ich bin ein Vampir. Nee, du bist eine Attackensorte, ein Attackentyp bei Fire Emblem.
Meistens Finsternis, außer bei Path of Radiance, ein bisschen Lichttyp. Emperor Pilaf, hehe. Er war der einzige Mal, wo er normal aussieht, war. Ich überlege gerade, bei Dragon Ball Z sonst. Hatte Prinz Pilaf einen Auftritt? Ich glaube eigentlich nicht, wa? Filme, Serie, Manga, nö. Dragon Ball GT waren es wieder alte Säcke, war, und bei Dragon Ball Super sind wir jetzt wieder ganz jung. Im Sinne, ja, von wegen, ja, Dragon Ball GT ist scheiße, muss alles umgekehrt machen. Mhm. Hier sehen wir es auch ganz gut. Super Buu 1. Mit Gotenks. Links stimmt's, rechts stimmt's nicht. Hier stimmt's allerdings wieder. Ja, 5 plus 10 mehr, so stark war es da auch wieder nicht. Ach ja, Kid Buu war. Moment mal ganz kurz. Ich habe jetzt 84, 65, war. Behalten wir ganz kurz im Hinterkopf. Ich will mal Stärke vergleichen. So, Majin Buu auch hier. Ui, das war der schwächste von allen, war. Tatsächlich, der hat die höchsten Werte. Das war mir recht, ob das gemäß Manga und Anime auch so war. Also, ihr könnt schwören, dass man der Stärke von den Grundformen, sag ich jetzt mal, war. Also, Kid Buu der stärkste. Danach hat ja, glaube ich, den nördlichen, nee, nicht den nördlichen, den südlichen, glaube ich, war. Den südlichen Kaioshin absorbiert, danach wurde er zu Super Buu. Und das hat ihn ja auch geschwächt. Und dann hat er, glaube ich, noch den Groß Kaioshin absorbiert. Danach wurde er zum fetten Buu, also zum Majin Buu, war, sag's mal so. Weil er halt als Böser quasi die Guten absorbiert hat, oder Kaioshins, sind ja eigentlich sogar Götter, wurde er halt dadurch schwächer. Aber hier bei Super Buu, der hat nachher Gotenks und Ultimate Gohan auch noch. Also spätestens als Ultimate Gohan absorbiert, da dürfte Kid Buu nicht mehr stärker sein, meiner Meinung nach. Das ist irgendwie unlogisch. Der müsste eigentlich meiner Ansicht nach der stärkste Buu sein. Dann vielleicht sogar er hier, kann man sich natürlich streiten. Danach natürlich Kid Buu und dann Super Buu und Majin Buu. Dass Kid Buu von allen Buu-Formen der stärkste sein soll. Alter, schon nennbar, wie schwach hier dargestellt wird. Super Majin Fighter! Na klar, ist stärker als Super Janemba. So. Mehr haben wir nicht, wa? Ja. Also ich bin sicher, es fehlen noch ein paar. Vielleicht kann ich da auf wer noch fehlen können, aber es fehlen garantiert noch ein paar. Ist mir aber scheißegal. Ich bin zufrieden und das ist, glaube ich, auch die Hauptsache. Natürlich abgesehen davon, dass ihr auch zufrieden seid, ist logisch. Abgesehen davon, oder schon nicht abgesehen davon, war. Nee, mal ganz ehrlich, man kann sowieso nicht allen recht machen. Ich muss einfach irgendwann mal einen Schlussstrich setzen und sagen, die Z-Dinger plus Herkul-Exhibits, das war geil, haben wir gemacht, jetzt ist Schluss. Ja, du denkst gerade natürlich, wohin überhaupt? Complete Goals, also Ziele. Ist jetzt noch schwierig für mich, das so zu sehen. Jo, dankeschön. Das heißt, Prototyp Hyperboots, ne, müssen jetzt eigentlich stärker sein, wa? Enhanced Hyperboots. Damit man die Stärke zunimmt. Das Level auch. Und die Power geht ein bisschen runter. Gogeta! Oh Mann. So, genug davon. Müsste eigentlich hier sein, wa? The final sequence of the game. Are you sure you're ready? Yes. People, we are ready! For the final shutdown. Kapitel 12, ein neuer Anfang. Wir haben das Spiel durchgespielt. Sind wir nicht krass? Und alle wieder defusioniert. Ein richtiger Minigrill da. That Goku, who does he think he is? We throw this big party to celebrate the defeat of Majin Buu? And of course he's not here. Hi guys, sorry I'm late. I can't believe you, Goku. When you were dead, at least you had an excuse to not be around. Where have you been? We all been sick. Naja, ich habe diesem Pterodactylus geholfen, ihre Eier zu schützen. Das sollst du jetzt sehen, hä?
Was, so hilflos und fragil. Das ist aber echt lach, wa? You are so lame, Goku. Boah, Alter, da verbringt er eine gute Tat und die Frau sagt einfach so, du bist lame, Mann. Come on, everybody, the food is ready. Natürlich kamen plötzlich alle, außer Vegeta. Was soll er mit Food, ey? Hey, Vegeta, come over here, join the party, will ya? If you insist, Kakarot. And so, finally Goku and his friends could relax and enjoy themselves without the weight, ja, das Gewicht natürlich auf der World on their shoulders. Shoulders. 10 years passed since that fateful day when Goku defeated Majin Buu. Many things have changed. Ja, alles weiter sehen wir bei Dragon Ball Super. Falls überhaupt das, was jetzt kommt, bei Dragon Ball Super noch relevant ist. Oder bereits überschrieben wurde, weiß man ja auch nie. Videl and Gohan have married and had a child. A young girl named Pan. Grandpa, I'm going to the World Tournament. That's great. Das falsche Icon. Pan is entering the tournament, but there isn't a junior division anymore. She's going to have to fight with adults. Don't worry, Pan could hold her own in any division. Trunks and Goten have grown up. Erst in den letzten 4 Jahren, weil nach 6 Jahren, wo Pan geboren wurde, waren sie eben noch klein wie sonst was. My dad's making me enter the tournament. I actually had a date for tomorrow night. Until they made me cancel it. That is... My dad is making me enter the tournament too. He threatened to take away my allowance if I didn't enter. Allowance? Sag jetzt gar nichts. And of course, Hercule and Buu are still good friends. So here's the plan, Buu. You're going to beat all of the challengers and then lose to me in the finals. Okay, man. You're my friend. One of these days I'm going to let you win and you can be a champion. How's that sound? Okay, man. Hauptsache krieg was zu fressen. Voll türkiser Kampfanzug. Oh, hey Goku, how you doing, buddy? Hey Grandpa, don't forget about me. Pan, how could I forget about you? You're my favorite little girl in the world. I'm here to cheer your grandpa on. No, I'm here to fight in tournament. What? Don't worry, she'll be fine. She can handle herself alright. We're going to fight. It's going to be fun. I love you. Oh no! Don't worry, if one of us make it to the finals, we'll let you take the victory, okay? Really? You're dead for me? Oh, ihr seid wahre Freunde. Of course, why not? But someone else might make it to the finals. You never know. Alright, it's time to start. Schon seltsam, war. Im Prinzip sind auch Pan, Goten und Trunks verändert haben. Alle anderen, nö. Gleichen Frisuren, gleich alt. Bei Goku und Vegeta versteht man sie noch. Bei Gohan einen Kraus und der Saiyajins. Bei den Menschen eher weniger. Riesig einfach Buu ist. Alright, it's time to start the ball rolling. The finals will now draw lots to see who will be matched up with from in the first round of the finals. You're up to something, aren't you, Kakarot? What do you mean? Tell me the real reason you entered this tournament. Oh, well, there's this one guy who was signed up for the tournament and I really want to fight him. He's good, really good. What? I would have sent someone powerful. There's no one here like that. Well, it just so happens he's very screwed. He's suppressing his energy. Unterdrücken. But somehow I know he's strong. I don't believe it. Is he an alien or something? No, he's an Earthling. An Earthling? Is he some sort of android or something? No. He's 100% homegrown human being. So which one is he, Kakarot? Ja, sag es nicht. Now then, as I call your name, please come up and draw a number. The first fighter is Goten. Hey boobs, I'd like you to do me a little favor, yeah? But you're going to have to use a magic. I want you to change the lot numbers so that I can fight a certain guy. Will you do it? Okay, boo-doo. Boo-boo. I'd like you to break the rules, Kakarot. I know, but I have to make sure I fight this guy in the first round. That way we'll both be at our full strength, and it'll be a fair match. Next up, Goku. Okay, Boo, I want you to make me the pick number 3, alright? Okay, okay. Tja, früher hat es Chaozu gemacht, da ist mittlerweile nur noch Statist, deswegen jetzt Boo. Boo. Jetzt kommt Oob. Okay, Boo, I want you to make this one number 4. Okay. No, wait, this can't be him. He's just a kid.
Possible, no, I don't understand you. Yes, it's strange, man, but right before I destroyed the evil Boo, I made a request. I asked him to come back as a good person so we could fight together. And apparently, King Yama heard my request and decided to make it happen. What? You're saying this boy's Boo? Yeah, someone I just know. I can feel it. There's some other class. Look at his name. Oop. It's Boo, spelled backwards. Not only that, Oop is 10 years old. It was 10 years ago that we defeat Boo. Kid Boo, weil Majin Buu steht rechts von dir. And so Goku got his wish. Hey, 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 hey. Ja. Ich bin sauer. Yeah, yeah, ha, Alter, wow. Wow, yeah, ich kann fliegen. Wag mich doch. Ah, du fliegst, das ist Cheaten. Oh, finde ich gar nicht. You can fly, can you? You need a master who can teach you. Energy. I already never fought in a fight tank like this before, have you? No, I haven't. How about this? From now on, I'm going to live in your village and teach you how to fight. Does it sound good? Yes, of course, but I come from a poor family and I spent my days working with my father. Fighting is fun, but there's just isn't much time for it. My family can't afford to let me fight all the time. Du ein Sponsor für dich. Mr. Satan könnte ich sponsoren. I'll be right back. Dad, was geht ab? Hey guys, just wanted to let you all know that I'm going to live in Oop's village and so I can train him. I don't know how many years it's going to take, but I promise I'll visit you guys. Thanks for understanding. Vor allem für seine Frau. Was? But I don't understand. You leaving me again? Kein Problem, ich komme wieder. Das ist einfach... Ja, man kann sagen, was man will, aber das soll sich echt jeder Ehemann ein Beispiel an Goku nehmen. Nicht der Ehemann natürlich an Chi-Chi. Verständnisvoll von wegen, oh, du hast ihn wieder ab, okay, bis dann. Don't worry about it, Kakarot, this arena is too small. When we fight, we are going to need a whole planet for an area. Okay, tschüss. Der Kampf ist gar nicht vorbei. Was ist los? Teach is so. Young Arp has been taken in one of the greatest martial arts master in the universe. Goku, the orphan who fell from the stars to become the savior of mankind. Mankind is the tool set on a new adventure. One thing is for certain: as long as Goku lives, peace and prosperity shall reign. Ja, vielleicht eine Theorie, dass alles friedlich bleiben soll. Tja, und das war jetzt scheinbar das letzte Kapitel, das komplett ohne unsere Interaktion verlief. Ist auch nicht schlecht. Mit 12 Kapiteln ist also Dragon Ball Z Boo's Fury beendet. Ja, von der Länge her ist es ja ungefähr ähnlich wie der zweite Teil oder der wie Legacy of Goku 2. Und es hat ja auch ein paar Neuerungen. Halt vor allem da mit Fusion oder mit dem Kampfsystem in diesem Sinne. Dann, ja, was ja auch neu war, war zum Beispiel da mit dem Blocken und Energieblocken, was ich zwar selten eingesetzt habe. Aber ganz ehrlich, du brauchst das praktisch nie, weil du brauchst sowieso immer Minimallevel. Und wenn du das hast, dann kannst du Gegner eigentlich locker besiegen, auch ohne. Gut, normal blocken, ja, da aber zu selten eingesetzt, okay. Aber Energieblocken, das brauchst du echt so selten. Vor allem siehst du auch viel zu wenig, wann die Gegner wirklich eine Energieattacke einsetzen, das konsequent einsetzen zu können. Ja, und so als Transformation auch zum dreifachen Super Saiyajin bei Gotenks und Goku. Und was vor allem auch noch, also neu, ein bisschen ausgeführter war, war halt die Einbindung der Filme. Gut, ich meine damit Broly, der ja offiziell im Film der zweite Auftritt von ihm war. Und hier einfach ziemlich abgehakt behandelt wurde. Ich meine, hallo, Goten, Trunks ohne Fusion machen ihn platt, das ist schon ein bisschen traurig. Vor allem von legendärer Super Saiyajin. Das mit Janemba in der Hölle, das haben sie doch gut eingesetzt, das muss ich auch zugeben. Gut, es hat das gefehlt, was auf der Erde geschah. Während des Filmes, da mit Ultimate Gohan und Gotenks, wie sie da Freezer und den Rest davon platt gemacht haben. Aber ist eine andere Geschichte. Von dem her. Und auch sonst, was man am Schluss noch hat, von wegen, ja, da die Hercule-Dinger und die Z-Fighter, die alle zusammen, dann kriegst du so eine schöne Galerie zum einen kannst du noch Gogeta freischalten. Das war auch noch ganz geil und gut, auch das in einer ähnlichen Form kennen wir auch schon aus dem zweiten Teil.
ansonsten hat sich jetzt nicht so viel verändert. Klar, die Welt an und für sich, es sind überall neue Orte. Mit Dragon Ranking ist White Belt. Das hat, glaube ich, eben mit dem Level zu tun. Also sprich, hätte ich jetzt alle Charaktere Level 200 trainiert, dann wäre das, ich glaube, sogar auf Gold Belt oder so irgendetwas. Zumindest viel höher. Weil ich es eben nicht gemacht habe, ist eben nur White Belt. Ja, in diesem Sinne, das Spiel selbst heißt nicht mehr Legacy of Goku 3, sondern echt Boo's Fury. Hat, wie ich schon angedeutet habe, von dem Grund, weil die Buu-Saga ist bei vielen nicht so beliebt, zum einen. Und zum anderen auch Akira Toriyama selbst, oder der Macher oder beziehungsweise halt Mangaka von Dragon Ball. Der wollte ursprünglich die ganze Buu-Saga anders machen und so. Eben, dass Goku nicht der große Held ist am Schluss, nehmen wieder seine, also Goten, Trunks und Gohan vor allem. Deswegen hat Goten den gleichen Versuch wie Goku. Muss aber ändern, weil die Fans anders haben wollten, auch Vegeta zurückhaben wollten, nicht Piccolo, bla bla. Ja, kurzum, es ist ein würdiger Abschluss der Trilogie, muss man ganz klar zugeben. Es ist sicher besser als der erste Teil. Ich finde es persönlich nicht besser als der zweite Teil, das nicht, aber es ist trotzdem ein ganz guter Teil, man kann ihn gut spielen. Wie gesagt, auf dem Kampfsystem her hat es nicht viel geändert. Das, was man einbringen kann, funktioniert auch. Natürlich gibt es andere Sachen, wo ich sagen muss, wenn es darum geht, wenn man ein neues Areal betreten will, dann steht da plötzlich, der Charakter geht nicht. Das Problem ist, erstens, du weißt gar nicht, welcher Charakter. Du musst erst raten oder selber herausfinden, ach ja, die Farbe muss der Charakter sein. Das ist nicht mal, oder oftmals gar kein Trainingsspot da, das heißt, man muss erstmal alte Orte aufsuchen, die gar nicht eingezahnt sind auf der Karte. Das heißt, erstmal um die Welt rumfliegen, zum gucken, wo kann ich hier landen? Ach so, ja, da ist kein Kennzeichen und so. Auf der Karte jetzt oben siehst du gar nichts. Und was sonst sagen wollt, ja, hast du meistens, wenn du in so einem Gebiet landest und denkst, okay, du musst Charakter wechseln, aus welchem Grund auch immer, aber geht gar nicht, du hast ja gar keinen Save-Slot. Mann, du musst wieder rumfliegen und einen suchen gehen. Das haben wir echt dämlich gelöst. Auch teilweise auch hier, wenn man gesehen hat, ein Herkul und Zepfer Dinge, dass man da mehrmals per Zufall und so weiter machen muss, das ist auch eher ungut gemacht. Naja, es gibt Schlimmeres, keine Frage, aber ansonsten das ganze Spiel auf Englisch, also man hat es gesehen, man hat eigentlich alles verstanden. Klar, man kennt die Story, ja. Ansonsten aber sicher vieles falsch irgendwie ausgesprochen, das ist sowieso so, da muss man gar nicht großartig entschuldigen. Mein Englisch ist in diesem Sinne noch sehr lahm. Aber denk mal, wie gesagt, verständnisgemäß sich alles gut übersetzt. Und was haben wir sonst noch? Ja, die Reise halt zwischen den Welten und so. Also was ich echt gut fand, ist, dass man am Schluss, nachdem man Kipu besiegt hat, trotzdem noch alles komplettieren konnte. Das fand ich echt gut gemacht im Spiel. Ja, schade einfach, dass man halt einen zweifachen Super Saiyan nicht mehr drin hatte. Auch Vegeta hat nicht drauf und Ultimate Gohan permanent. Okay, kann man sehen, wie man will. Aber das Goku in meinem Z und Z3, kein Z2, also wenn wir einen Super Saiyan einfach überspringen wollen und quasi sagen, nö, da gibt's nicht, das ist irgendwie Super Saiyajin, Rage Moding, so etwas, so hieß es sogar im zweiten Teil noch. Echt doof gemacht und ja, jetzt wird es halt mit Dragon Ball GT weitergehen. Dragon Ball GT Transformation. Ich habe es mal angezeigt, wie ich bereits mal erwähnt habe, es ist anders. Es ist vor allem, ja, eher so ein Side-Scroller, von dem her vom Kampf ist generell vom Spielprinzip her. Was man hier schon gesehen hat, teilweise sind die Charaktere, wenn man sie getroffen hat, die seltsame Grimassen gezogen. Zum Beispiel Pooh oder, naja, generell alle Charaktere, die man getroffen hat. Und so, Grimassen gezogen. Das ist bei Dragon Ball GT Transformation noch schlimmer. Dort sind nicht nur diejenigen, die getroffen werden, sondern auch diejenigen, die angreifen, so Grimassen. Zum Beispiel Pan sehen irgendwie aus wie Seelenverbrecher und so etwas, also das ist ganz schlimm. Daher, ob ich das Let's Playen werde, weiß ich noch nicht, vielleicht geht es eher nur um Let's Show so etwas. Und was ich mal beruhigen kann ist, Dragon Ball GT Transformation behandelt nur die Baby-Saga. Weil die war ursprünglich auch noch vorgesehen. Sprich 40 Folgen, das war eigentlich ursprünglich der Plan für Dragon Ball GT. Nachher hat man noch die Super 17 und die Schattendrachen-Saga angehängt. Viel zu kurz und auch viel zu nicht durchdacht, aber hey, ist ein anderes Thema. Und ja, in diesem Sinne, mal gucken, wie es weitergeht. War im Dragon Ball Universum, jetzt habe ich mal diese Trilogie durchgezogen. Eventuell kommt der vierte, der mehr oder weniger dazu gehört.
Ansonsten steht vielleicht schon mal bald wieder mal ein anderes Dragon Ball Spiel an, vielleicht sogar ein neues, was mal kommen könnte, wa? Wir werden schon lange kein neues mehr, seit Xenoverse. Gut, Xenoverse müssen auch noch ein paar Dinge zeigen. Vor allem auch Ultimate Michael. Ja, Ultimate Skill halt zum Freischalten. Und ansonsten, dann sagen wir mal die guten alten Dragon Ball Klassiker, wa? Wie die Budokai-Serie, die Budokai Tenkaichi-Serie. Da steht noch sehr vieles an. So, wie geht's eigentlich hier weiter? Nix, das war's. Jo, in diesem Sinne, Leute, wollen wir sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Dragon Ball Abenteuer. Ciao zusammen.